Herzlich willkommen zum SF Krimi Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist die Frau, die mich zu meinem runden Geburtstag wirklich mit dem heutigen Hörspiel so richtig beschenkt hat. Susanne Jansson. Hallo Wolfram. Gern geschehen und alles Gute nachträglich. Ja, danke. Für mich ist das heutige Hörspiel wirklich ein Geschenk. Verhaftet heißt es, geschrieben von Don Hayworth. Spricht richtig raus. Susanne hat das im Archiv ausgegraben. Und es ist für mich wirklich doch so eins meiner Lieblingshörspiele im Krimi-Podcast. Eine ganz absurde Geschichte, finde ich, darf man schon sagen. Wir sind ich mache einfach weiter mit Schwärmen, ne? Du sagst mir, ich höre dir gerne zu. Wir sind im Gerichtssaal wie letzte Woche bei Ballade Beau Christophe, wo wir da aber eher so den Naturalismus hatten von echten Alltagsleben in der Schweiz. Ist das jetzt eine total absurde Geschichte? Eben fängt mit der Gerichtsverhandlung an. Ein junger Mann soll seine Mutter umgebracht haben. Und wie es dazu gekommen ist und was ihn quasi dazu getrieben hat, finde ich, geht so komische Wege. Natürlich auch immer, weil das aus den Erzählungen des Mannes kommt, wo man nie weiß, was ist jetzt wirklich geschehen, was nicht, was sind seine Übertreibungen, was ist seine schräge Weltsicht. Ich finde es wunderbar, hat einen ganz wunderbaren, feinen Humor. Ich weiß noch genau, wie ich es das erste Mal gehört habe und da wirklich lachen musste, laut lachen. Super, jetzt würde ich sagen, mehr nicht. Nicht mehr schwärmen, sondern präsentieren. Viel Vergnügen. Viel Spaß. Am Samstag, dem 7. April dieses Jahres, hatte ich Abenddienst auf dem Redbridge Polizeirevier, Euer Ehren. Der Angeklagte betrat um 19:10 Uhr die Station, betätigte stürmisch die Auskunftsklingel und sagte: Ist hier noch offen? Ich habe soeben ein Verbrechen begangen und möchte eine Aussage machen. Würden Sie bitte Ihren Bleistift zur Hand nehmen? Dann gab er Folgendes an. Mein Name ist Stanley Warburton. Ich bin 31 Jahre alt, Angestellter bei der Stadtsteuerkasse Redbridge. Meine Adresse ist Redbridge, Lumley Road, 47. Ich wohne mit meiner Mutter zusammen. Mein Vater ist weggezogen von uns und lebt mit einer Frau vom Zirkus in wilder Ehe möbliert bei Wolverhampton. Nachdem mein Vater uns verlassen hatte, war meine Mutter in zunehmendem Maße von mir abhängig. Sie konnte während der letzten Jahre nicht mehr gehen und verbrachte ihre Tage in heiliger Geduld im Bett. Bei entsprechendem Wetter schob ich sie abends in ihrem Rollstuhl durch den Park, wo es zu ihren besonderen Vergnügungen gehörte, den Schwänen auf dem See zuzusehen. Sie spielte den tapferen alten Soldaten sehr eindrucksvoll. Einen Moment, Wachtmeister. Angeklagter, wollten Sie damit zum Ausdruck bringen, dass Ihre Mutter die Invalidität vorgetäuscht hat? Euer Ehren, ich wollte damit zum Ausdruck bringen, dass meine Mutter kerngesund und springlebendig war. Weiter, Wachtmeister. Jawohl, Euer Ehren. Der Angeklagte erklärte sodann: Meine Mutter hat mit mir nur Enttäuschungen erlebt. Ich bin bei der Stipendienprüfung durchgefallen. Ich habe durch heimliches Rauchen zwischen den Protokollregalen einen Rathausbrand verursacht. Ich trug geschlagene 7 Jahre lang beim Judo den roten Novizengürtel. Sie hat ihren schweren Kummer über mich jedoch stets verborgen, beziehungsweise, wenn die Art meiner Schandtat dies unmöglich machte, mir immer bereitwilligst verziehen. Es war eine Tyrannei furchtbarster Art. Gegen 18:15 Uhr heute Abend habe ich daher mit Vorsatz und aus freien Stücken eine sowohl unwiderrufliche wie unverzeihliche Schandtat begangen. Ich war mit meinem Latein am Ende. Jetzt möchte ich die Ereignisse schildern, die mich zu dem drastischen Schritt bewegten. Den Mittwochabend hatten wir in gewohnter Weise verbracht. Hole dir doch die Kartoffeln zum Schälen herein, Stanley. Ja, Mutter. Wenn es dir nichts ausmacht. Aber nein, Mutter. Das Fußballspiel im Fernsehen heute Nachmittag war recht gut. Wir könnten uns ja auch jetzt etwas ansehen, Mutter. Die englische Mannschaft ruhte sich allerdings die letzten 20 Minuten auf ihrem 4:3 Vorsprung aus. Wenn wir jetzt einschalten, Mutter,
werden wir durch eine Begegnung mit uns selbst zur Möglichkeit eines Dialogs im Zeitalter der Nichtkommunikation geführt. Sagt wer? Die Zeitung. Jedenfalls, der Reporter wandte sich an den anderen Reporter, den, der früher selbst Fußball gespielt hat, und fragte ihn: Na, Jack, wenn Sie jetzt dort unten stünden, wären Sie auch dafür, dass unsere Elf sich derart einigelt im Strafraum? Kann sie sich's leisten, das Mittelfeld völlig preiszugeben? Und im zweiten Programm, Mutter, gibt es jetzt ein Meisterwerk der Hollywood-Filmkunst aus der Blütezeit der 30er Jahre. Jack, dieser andere Reporter, konnte sich zu keiner rechten Meinung durchringen. Er sagte: Ich weiß, Fußball interessiert dich nicht sehr, wenn du das Resultat schon in der Abendzeitung gelesen hast. Doch, Mutter. Deine Berichte interessieren mich immer. Ich dachte nur, wir verpassen, was jetzt zu sehen ist, weil du mir selbstloserweise erzählst, was ich heute Nachmittag verpasst habe. Ach, mein Sohn, die Gespräche mit dir bedeuten mir 1000-mal mehr als alles, was in dem Kasten da kommt. Dann haben sie diesen grinsenden Doktor mit seiner Bandscheibensalbe hinaus komplimentiert. Und als nächstes erschien eine Dame, die über Gartenzwerge sprach. Ein Gartenzwerg wäre etwas sehr Nettes, wenn wir einen Garten hätten. Man kann sie selbst machen. Aber wenn man vergisst, die Form mit Öl auszupinseln, bleibt der Gips kleben. Und alle Mühe war vergeblich. Wenn ich befördert worden wäre, hätten wir einen Garten und einen Zwerg. Hauptsache ist, du bist glücklich in deiner Stellung, Stanley. Was hülfe es dem Menschen, so er die ganze Welt gewönne? Du würdest zu einem Gartenzwerg kommen, Mutter. So sehr sehne ich mich nicht nach einem Gartenzwerg, Stanley. Nicht um den Preis deines Glücks. Du hättest einen Gartenzwerg verdient, Mutter. Ich habe dich, mein Sohn. Stanley! Stanley! Verzeih, Mutter. Hat Zeit. Wenn du fertig bist mit Saugen, Stanley. Ich bin fertig, Mutter. Ach, ich wollte nur sagen, ich hoffe, du denkst nicht mehr daran, dass ich gesagt habe, du hättest dich gelangweilt bei meiner Erzählung von der Fußballübertragung. Ich habe mich nicht gelangweilt, Mutter. Weil ich genau genommen froh bin, dass du nicht wirklich an Fußball interessiert bist. Wenn dein Vater nicht als Linienrichter amtiert hätte, wäre er der Frau nie begegnet. Delilah? Sie wurde in dem Zirkus, der neben dem Fußballplatz sein Zelt aufgeschlagen hatte, bei jeder Vorstellung aus einer Kanone in die Kuppel geschossen. Aber einmal schossen sie zu wild, und sie flog darüber hinaus, quer übers Spielfeld, über den Schiedsrichter hinweg, ehe der noch Papp sagen konnte, und direkt auf deinen Vater zu, der an der Eckfahne stand. Er fing sie ab, und schon lag er in seine Auslinie hineingeplättet, als wäre die große Rasenwalze über ihn hinweggegangen. Die Dame wog 2 Zentner 80. Sie haben ihn mit Spaten wieder herausgestemmt. Aber es war eben eine, wie heißt das noch? Traumatische Erfahrung. Ja, und ohne sie wiedergesehen. Und ohne je nach seinem Stoppeinsatz ein Wort mit ihr gewechselt zu haben, packte er seine 7 Sachen und reiste ihrem Zirkus überall hin nach. Schon ein bisschen plemplem. Wie man's nimmt. Jedenfalls muss ich es irgendwo haben fehlen lassen. Irgendwas muss an mir unzureichend gewesen sein. Du konntest bestimmt nichts dafür, Mutter. Du hattest nur nicht das Plus, aus einer Kanone über einen Fußballplatz geschossen zu werden. Worauf ich aber hinaus wollte, ist, dass es im Leben auch andere Dinge gibt als Fußball. Und deshalb möchte ich nicht, dass du dir Vorwürfe darüber machst, Stanley, dass dich meine Erzählung von der Übertragung England gegen Ungarn gelangweilt hat. Der Angeklagte, Euer Ehren, setzte seine Erklärung wie folgt fort. Der nächste Tag versprach erfreulich zu werden. Ich war zum Abendessen bei meiner Freundin eingeladen und für den Nachmittag hatte man mich zum Inkasso überfälliger Gebühren eingeteilt. Nicht, dass solche Eintreibungsaktionen je zu Erfolg geführt hätten. Sie wurden auch nur angesetzt, wenn Rechnungsprüfer, Tapezierer oder Linoleumleger den Bürobetrieb störten. Aber das Angenehme daran war, dass man hinauskam. Und der Tag war besonders schön.
Ich sprach also bei einem gewissen Clarence Henry Potter in der Culshaw Street vor, dessen Soll an nicht gezahlten Gebühren auf 32 Pfund angewachsen war. Guten Tag. Ich bin von der Stadtsteuerkasse. Ich habe schon jede Menge Zahlungsaufforderungen bekommen. Mit Folgenhinweisen. Es wird immer erst noch jemand geschickt, bevor die Mühlen des Gesetzes zu mahlen beginnen. Ich freue mich über Ihren Besuch. Sie kommen genau zur richtigen Zeit, um eine Neufestsetzung des steuerbaren Werts vorzunehmen. Das geht über meine Befugnisse hinaus, Mr. Potter. Verstehen Sie, ich bin Erfinder. Sie machen Erfindungen? Ganz richtig. Kennen Sie zum Beispiel die Kästen in den Omnibussen, in die man die gebrauchten Fahrscheine stopft? Die Schlitze? Durch die stopft man sie, ja. Aber hinter den Schlitzen sind Kästen. Die Fahrscheine flattern ja nicht hinaus in die frische Luft. Eingebaute Kästen sind das, unsichtbare. Es gibt auch sichtbare Kästen, die an Haken befestigt sind. Und es gibt unbeschriftete Kästen und beschriftete, die vor Ausstieg während der Fahrt warnen oder im Dienst der Hygiene besagen, Spucken verboten und Strafe androhen und den Preis nennen für den Fall, dass... Gebrauchtfahrscheinkästen. Ich habe sie erfunden. Tatsächlich? Schon bevor Sie auch nur gedacht waren. Na, dann müssen Sie ja eine Kleinigkeit verdient haben. Nichts habe ich. Obwohl ich ehrlicherweise nicht sagen könnte, dass die Idee war, hier ist ein Gebrauchtfahrscheinkasten, den mache ich der Menschheit zum Geschenk. Es war nur eben so, dass ich ihn erfunden hatte, und ich stand voll Stolz auf dem Hauptplatz und ließ die Busse, das heißt Trambahnen waren sie ja damals noch, mit den nach meinem Entwurf gebauten Gebrauchtfahrscheinkästen an mir vorbeirauschen. Patent. Das Wort kannte ich gar nicht. Sie werden vom Mulberry-Hafen gehört haben. Im Krieg? Invasion? 1944. Jedermann dachte doch, wir müssten uns einen Hafen erstürmen. Dieppe, Cherbourg, Le Havre. Ganz unnötig. Ein freundlicher Streifen Küste mit Goldsandstrand und Badeufer tat's ganz und gar. Den Hafen brachten wir im Schlepptau mit. Den Mulberry-Hafen. Sie haben ihn erfunden? Oder was anderes. Haarklemmen, Damenhaarklemmen. Davon werden Sie doch auch schon gehört haben. Vielleicht haben Sie sogar schon welche gesehen. Ich habe eine Freundin. Na bitte. Natürlich gibt es auch Fehlschläge in meinem Beruf. Sie gehen doch sicher manchmal zum Essen aus mit Ihrer Freundin. Ja. Finden Sie bei solchen Gelegenheiten Geigenmusik, Zigarrenduft, Champagner, Menüs in Serbokroatisch nicht die Harmonie beeinträchtigt, wenn der Speiseaufzug im Hintergrund rumpelt und kracht, als wäre eine Abbruchkolonne am Werk? Ja, und wenn man in seiner Nähe sitzt, zieht es. Das außerdem. Wenn der Mensch über eine Strecke von zigtausend Meilen hinweg weiche Mondlandungen zu Wege bringt, ist doch bei Gott nicht einzusehen, warum ein Speiseaufzug, der bestenfalls 15 Meter zurücklegt, derartigen Krach machen muss. Man möchte es wirklich nicht glauben. Glauben. Das ist nicht eine Frage von Glauben. In unseren Luxusrestaurants wird immer noch viel zu viel Muskelkraft eingesetzt. Ein Knopfdruck, ein sanftes Surren, ein diskretes Lichtsignal. Mehr dürfte es nicht sein. Verdammt nochmal, wer will denn sein Entree mit solcher Gewalt hochgezerrt kriegen, dass die Spaghetti Bolognese tropfend über den Tellerrand hängen? Jedenfalls, ich habe einen Testschacht mit Aufzug in mein Wohnzimmer gebaut. Kommen Sie, sehen Sie sich's an. Oh, Es ist schiefgegangen. ich dachte mir gerade, dass es schiefgegangen sein muss. Nicht zu leugnen, was? Irgendwie überraschend, in ein Wohnzimmer mit offenem Himmel über sich zu kommen. Ich habe mich verrechnet. Ich bin gut in Mathematik, aber leider schlecht in Statik. Ja, immerhin stehen die Wände noch. Es ist noch tadellos eingefriedet, oh ja. Aber kaum mehr eine Wohnstätte im Sinne des Wortes. Es lässt Wünsche offen. Eben. Die Diele, durch die wir gekommen sind, ist der einzige Platz, wo ich noch meine Bücher trocken halten kann. Ich schlafe unter dieser Plane da. Wollen Sie eine Partie Dame mit mir spielen? Doch, sehr gern. Bitte nehmen Sie Platz. Jawohl. Oh, nein. Sie sind am Zug. Und im scheint mir. Setzen Sie sich mal lieber hier hin. Mit dem Wind im Rücken spielt sich's besser. Ich hole uns einen Schluck Whisky. Der Angeklagte, Euer Ehren, setzte dann seine Aussage wie folgt fort. Mr. Potter spielte bei weitem besser als ich,
Aber der Alkoholgenuss erhöhte die beiderseitige Anfälligkeit für Fehler und führte zu einem gewissen Ausgleich der respektiven Spielstärken. Ich war sogar meiner Einschätzung nach kurz davor, die Oberhand zu gewinnen, als der Abbruch der Partie erzwungen wurde durch plötzlich einsetzenden Regen. Tut mir leid, Stanley. Ich muss zusammenpacken. Wenn Sie zu nass werden, verziehen sich die Steine und das Brett. Ja, Wollen wir uns unter die Plane flüchten und unsere Unterhaltung fortsetzen? ich komme sowieso schon zu spät zum Abendessen zu meiner Freundin, Mr. Potter. Vielleicht können Ihre Kollegen doch einmal nachprüfen, ob nicht eine Neufestsetzung des steuerbaren Werts angemessen wäre. Unfreundliches Wetter stützt natürlich Ihr Argument. Es ist angenehm einlullend, hier unter der Plane zu sitzen und dem Prasseln und Trommeln und Rauschen, je nachdem, des Regens zu lauschen. Setzen Sie sich zu mir. Danke, aber ich darf nicht eingelullt bei Vera antreten. Wach und feurig schätzt sie mehr. Es war ein ausgezeichnetes Spiel. Es hat mir Spaß gemacht zu gewinnen. Und mir nichts ausgemacht zu verlieren. Eine saubere Partie. Aber ohne Entgleisungen. Merken Sie sich, Stanley, wenn es in den Wind hineingeht, immer Kurs geradeaus. Vorsicht mit den Büchern! Was haben Sie gesagt, Mr. Potter? Ich hatte gesagt, Vorsicht mit den Büchern. Vielen Dank für die Warnung. Oh, Stanley. Und mit Blumen. Für dich, Vera? Ach, Stanley. Er kommt später, kommt betrunken, aber mit Blumen. Wie süß. Veilchen, süß und blau. Psst, die Nachbarn. Komm reingewackelt. Die Blumen, Stanley, an die du dich klammerst, soll ich sie aus deinem eisernen Griff lösen oder hast du vor, sie mir kniend zu überreichen? Stehen. Auf unsicheren Beinen. Gestern Urschlamm, heute Kerzen und Silber, morgen die Bombe. Aber nimmer vergeht die Liebe. Der Ozean, meine liebe Vera, trägt dieses Angebinde zu dir. Du hast dich verspätet, Stanley, weil du diese Blumen für mich erstanden hast? Nein, ich habe diese Blumen für dich erstanden, weil ich mich verspätet habe. Verspätet beim Eintreiben von Gebühren? Verspätet beim Damespielen mit einem Säumigen, der sich das Dach über dem Kopf wegkatapultiert hat. Und bei ihm hast du mich herzlos vergessen. Mich herzlos an dich erinnert. Das ist ja noch herzloser, als man's für möglich halten möchte. Ja, das ist der Mann, mit dem du nicht verheiratet bist. Die Kartoffeln sind zerfallen, das Hühnchen ist vertrocknet, der Blumenkohlbrei, der Reisauflauf Kohle. Dann streuen wir ihn danach auf ein Butterbrot. Wonach? Danach. Ich bin nicht deine Freundin Cynthia Crumpet. Ganz gewiss nicht, Vera. Bei dir heißt es erst das Essen, dann das Vergnügen. Falls überhaupt. Ja, Vera Metcalf? Ja, einen Moment bitte. Für dich. Hallo? Hier spricht Stanley Warburton. Ah, Mrs. Spaniel. Ah. Aha. Ja. Vielen Dank. Meine Mutter hatte einen ihrer Schwindelanfälle. Gehst du nach Hause? Ich muss wohl. Ich komme später zurück, Vera, wenn irgend möglich. Stanley, Ja, ich glaube nicht, dass deiner Mutter etwas fehlt. sie hatte einen Schwindelanfall. Nein, überhaupt habe ich gemeint. Ich glaube nicht, dass ihr überhaupt irgendetwas fehlt. Der Angeklagte fuhr sodann fort, Euer Ehren. Meine Mutter im Bett im Wohnzimmer hatte sich, bis ich nach Hause kam, so gut wie völlig erholt von ihrem Anfall und entschuldigte sich vielmals für die Störung meines Abends, die, nach ihren Worten, gegen ihren ausdrücklichen Willen erfolgt und nur der übertriebenen Besorgtheit unserer in meiner Abwesenheit Gesellschaft leistenden Nachbarin, Mrs. Baniel, zuzuschreiben sei. Ich vertiefte mich in die Lektüre des letztjährigen Fußballjahrbuchs, um auf diese Weise, wie ich hoffte, meinen Ärger und etwaige noch vorhandene Spuren des übermäßigen Alkoholgenusses zu verbergen.
Während ich damit voll beschäftigt war, kamen die Freunde mit der Frohbotschaft auf Krankenbesuch. Stanley, leg dein Buch weg und mach unseren Freunden eine Tasse Tee. Ja, Mutter. Und der Aufruf wird verlesen, bin ich da. Wird der Aufruf einst verlesen, 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 bin ich da. So, Mrs. Warren. Die ist schon da. Also, nimm den Keks. Ich fürchte, wir haben Stanley beim Lesen gestört, Mrs. Warburton. Ich täte mir sehr leid, wenn Sie gegen seine Absichten diesen Eindruck gewonnen hätten, Mrs. Cartwright. Mr. Cubbins wird ihn erretten. Ich bin gekommen, zu rufen die Sünder zur Buße und nicht die Gerechten. Also wird auch mehr Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, als vor 99 Gerechten, die der Buße nicht bedürfen. Der Herr hat geoffenbaret seinen heiligen Arm vor den Augen aller Heiden, dass aller Weltende siehet das Heil unseres Gottes. Halleluja! Mr. Cubbins wäre sicher bereit, auf Wunsch ein Gebet um Stanleys Heil einzufügen. Das wäre sehr freundlich von Ihnen, Mr. Cubbins. Kein Problem. Dann aber gleich. Meine Freunde, Augen gesenkt, wir beginnen. Vernichte, o Gott, deine Feinde. Tilge vom Antlitz der Erde die deiner Höhnen. Züchtige die Frevler. Ergieße deinen Zorn über alle, die ihre Hand erheben gegen Jerusalem. Suche heim die Sündigen. Schwinge deine Geißel, o Herr, in jedwede Richtung. Halleluja! Er ist ein begnadeter Retter. Insbesondere, Herr, unser Herrscher, verfolge mit deiner Rache die dein Volk befehden, die Kanaaniter, die Hethiter, die Jebusiter, die Moabiter, die Sodomiten und die Trotzkisten. Lass ihre Quellen versiegen und ihre Früchte verdorren. Mache sie wie Stoppeln vor dem Wind. Bring über sie Flut, Feuer, Hunger und Pestilenz und setze ihnen zu mit allem, was dir sonst noch geeignet erscheinen mag. Halleluja! Er ist ein begnadeter Retter. Rühre die Herzen der Feinde Israels, wir bitten dich, o Herr. Leite sie zurück auf den Pfad der Gerechtigkeit. Zerschmettere die Heerscharen des Pharao. Verwandle ihre Schwerter in Pflugscharen und aus ihren Mietjägern schmiede Sicheln. Amen. Segne deine Magd, Mrs. Warburton. Amen. Hilf ihr, o Gott, das Kreuz ihres Sichtums so leicht zu tragen, wie unter den Umständen möglich. Zeig ihr dein Angesicht, sei ihr allgegenwärtiger Beistand in ihrer Not, tröste sie, dass die Frucht ihres Leibes von Verderbnis befallen ist, dass unser Bruder Stanley heranwuchs zu einem, der nicht erfüllt ist von deiner Wahrheit, nicht auf deinen Wegen wandelt, ein Dorn ist in deinem Auge. Tee, bitte. Oh, sehr nett von dir, Stanley. Und biete von den Keksen an, Stanley. Das ist aber lieb von dir. Stanley? Bitte. Ja, Mr. Cubbins? Ja, aber ich finde das Warst du draußen am letzten Samstag, Stanley? Ja, Mr. Cubbins. War das zweite Tor nicht eine reine Freude? Ich habe genau hinterm Tor gesessen. Hast den Ball von der Mittellinie kommen sehen? Bis er im Netz zappelte. Sie standen alle wie angenagelt. Erste Station, zweite, dritte und Peng, eine reine Freude. Hast dich ja ganz nett bedient heute Abend, eh? Sag, ist noch ein Tropfen übrig? Im Haus hier haben wir nichts, aber ich kann Ihnen gern schnell was an der Ecke von holen, Mr. Cubbins. Und gar nicht eine Frage. Ich habe nur vorhin einen Schluck getrunken beim Damespielen mit einem Mann, der sich sein Dach wegkatapultiert hat. Verstehe. Die Kneipe ist ganz... Nein, wirklich, kommt nicht in Frage, Stanley. Und die Brüder und Schwestern sollen mir hier auch nicht anwachsen.
Also, Brüder und Schwestern, dann Tassen geleert, Kekse eingesteckt, Augen gesenkt. Dann wollen wir wieder. Zeig ihm deinen Zorn, o Herr, auf dass er ablasse von den Huren von Babylon, sich lossage von den Bordellen in Sodom und von sich weise die Sünden von Gomorra. Mache aus ihm einen Schrein deiner Reinheit, denn er hat mit den Schweinen gelegen und sich vom Spreu genährt. Halleluja! Darum bitten wir dich im Namen deines Sohnes, unseres Herrn und Heilands, jetzt und in aller Zeit, und auch um deiner Magd, Mrs. Warburton, willen, einem der standhaftesten Soldaten in deinen Kohorten. Amen. Können wir mal kurz austreten auf eine Zigarette, Mr. Cubbins? Im Gegenteil. Wir sammeln und machen weiter im Dienst des Herrn. Auf die Straße und ab in Dreierreihe. Danke für das Gebet um meine Errettung, Mr. Cubbins. Gern geschehen, Stanley. Dank dir für den Tee. An dem hellen, wolkenlosen Tag, da Christ den Tod besiegt und die Glorie seiner Wiederkunft ist nah. Wenn der auserwählte Heim, der einst am Himmel oben liegt und der Aufruf wird verlesen, bin ich da. Stanley, Mrs. Cartwright hat ihr Gebiss auf dem Buffet liegen lassen. Sie hat es herausgenommen, um es sich nicht an unseren Keksen kaputt zu beißen. Bemühe dich immer, das Beste zu denken, Stanley, von den Menschen. Sie hat es sich herausgenommen, um für dein Heil zu beten. Lauf ihr nach. Ja, Mutter. Hatte sie schon vermisst? Nein. Sie ist sehr andächtig. Sie hat ihre Gedanken bestimmt nie bei ihren Zähnen. Sie hat sich bedankt. Natürlich. Sie hat mich gefragt, ob ich sie geputzt hätte. Das hattest du natürlich nicht. Sie hat mir vergeben. Es sind gute Menschen. Für die Bereitschaft zu vergeben hat man in jungen Jahren nicht viel Sinn. Das Verständnis dafür wird dir erst kommen, wenn du älter bist. Der Angeklagte setzte seine Erklärung sodann wie folgt fort, Euer Ehren. Am nächsten Tag, Freitag, kamen Schandtaten von mir ans Licht, die selbst meiner Mutter Fähigkeit, Vergebung zu üben, stark strapazierten. Ich möchte aber betonen, dass damit in keiner Weise gesagt sein soll, Mr. Cubbins Gebet für mein Heil sei wirkungslos gewesen. Die fraglichen Schandtaten waren vor der Darbringung des Gebetes begangen worden. Der Bruder meiner Mutter, Ratsherr Walter Wingle, der mir die Stellung bei der Stadtsteuerkasse verschafft hatte, kreuzte am Freitagabend zu einem Besuch bei uns auf und brachte das Gespräch auf mein sittliches Verhalten. Sein sittliches Verhalten im Privatleben ist nicht meine Sache, soweit es nicht auf den politischen Bereich übergreift. Hast du auf den politischen Bereich übergegriffen, mein Sohn? Nicht, dass ich wüsste. Es geht nicht um dein Nichtwissen, Stanley, sondern um dein objektives Verhalten. Hat er sich objektiv verhalten, Walter? Cynthia Crumpet. Eine junge Dame? Eine junge Entwerferin im Bauamt. Eine Umwerferin, habe ich einmal bei einer Sitzung des Anlagen- und Friedhofsausschusses gesagt. Sehr gut gesagt. Und es war auch nicht das erste Mal. Der Stadtsekretär und der Wasserwerkingenieur sind sich beim Ball der städtischen Angestellten ihretwegen in die Haare geraten. Mittlere Beamte, verheiratete Männer, und schlagen sich in aller Öffentlichkeit die Nasen ein wegen einer weiblichen Bauamtsangestellten. Das gehört sich nicht. Hat Stanley sich geschlagen? Geschlagen nicht. Er wurde beobachtet, wie er Cynthia lüsterne Blicke zuwarf. Lüsterne Blicke? Lüsterne. Unzüchtige. Im Büro. Und nach der Information, die ich bekommen habe, war er drauf und dran, sie auf ihrem Zeichentisch zu legen. Auf dem Entwurf für das Gemeinschaftscenter, das an der Stelle des zum Abbruch bestimmten Musikpavillons errichtet werden soll. Oh, ich habe ein Bild davon gesehen. In einem von diesen pornografischen Heften? Nein, in der Zeitung. Von Stanley und Cynthia Crumpet in voller Fahrt? Nein, von dem Entwurf. Ich wollte also sagen, natürlich, das Objekt ist mehr als ein Bau, mehr als Mörtel und Stein. Der Musikpavillon ist ein Monument der Vergangenheit. Uniform, Militarismus, Frauen mit großen Schals, Männer mit Schildmützen, Massenbetäubung am Sonntagnachmittag. Die Blaskapelle war, wenn ich das Wort prägen darf, also
Sie war Opium für das Volk. Sehr gut gesagt. Ich kann es nur mit meinen bescheidenen Worten sagen. Das Gemeinschaftscenter dagegen wird den Fortschritt repräsentieren. Ping-Pong, kostenlose Beratung über Empfängnisverhütung, abendliche Diskussionen über das Sozialprodukt oder die Weltwährungsentwicklung oder Umweltschutz und dergleichen brennende Fragen mehr. Du bist nicht gegen Umweltschutz, Stanley, oder? Nein, Mutter. Und du wirst dich doch nicht den Feinden des Fortschritts anschließen wollen, indem du unseren Entwurf schändest. Nein, Onkel Walter. Aber wenn du einfach hingehst und Cynthia Crumpet auf besagtem Entwurf legst, Stanley, ist das eine Schändung. Dieser Entwurf ist ein Wegweiser für das Leben im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts. Er wird mir nicht zu einer Sohle für Unzucht zwischen städtischen Angestellten während der Arbeitszeit gemacht. Du solltest dich auf deine Arbeit konzentrieren, mein Sohn. Er ist ein braver Jungessel, aber eben noch sehr jung. Er macht sich die politischen Konsequenzen seiner Handlung nicht klar. Er hat schon wieder, muss ich dir sagen, auf den Stufen des Rathauses gesessen. Wirklich? Mein Kollege Bannister hat mir berichtet, dass er am vergangenen Donnerstag zur Mittagszeit auf den Stufen des Rathauses gesessen hat. Ich habe den Fußballfreund gelesen. Der Fußballfreund ist aber doch eine anständige Zeitschrift. Oder nicht, Walter? Darum geht es nicht. Aber da du die Frage schon aufbringst und offenbar meine Meinung hören möchtest, kann ich nur sagen, dass ich schon lang vor Stanleys derzeitigem Alter keine Zeit mehr hatte, Fußballzeitschriften zu lesen. Da habe ich Hegel gelesen und Marx und Engels und all die anderen alten Germanen. Ich erinnere mich an die Bände. Wälzer. Die hast du durchgeackert, während deine Kameraden sich beim Billardspielen und Gewichtheben vergnügten. Aber was du auch gelesen hast, Stanley, als du da herumgesessen hast, auf der Rathaustreppe sitzen ist ein politischer Akt, ob gewollt oder nicht. Wie das? Andere haben sich zu dir gesellt. Sie haben sich auch in der Sonne wärmen wollen. Zugegeben. Aber objektiv, Stanley sieht eine Gruppe von Menschen auf der Rathaustreppe sitzend nach Protest aus. Woher wissen alte Damen, die vorbeigehen, dass ihr euch nur harmlos in der Sonne wärmen wollt? Sie erschrecken und erleiden womöglich einen Herzschlag. Eine Zusammenrottung von Desperados, denken Sie sich, die gegen chemische und biologische Kriegführung protestieren oder sowas. Aber du bist doch auch gegen chemische und biologische Kriegführung, Walter, oder? Ja, aber im Rahmen von Resolutionen. Wohin hat die Demonstriererei denn geführt? Gröhlende, sandalentragende Horden, die sich Straßenschlachten mit der Polizei liefern. War doch alles im Fernsehen. Du warst nicht im Fernsehen, Stanley. Ich war nicht dabei, Mutter. Und es war nicht vor dem Rathaus, es war vor der Kunstschule. Und nicht letzten Donnerstag, sondern vor 2 Monaten. Es war die logische Konsequenz deines Aktes. Wie denn? Es war doch viel früher passiert. Ich bin nicht so dumm zu sagen, dass dein spezieller öffentlicher Sitzakt zu dieser speziellen Demonstration geführt hat. Genau das hast du aber gesagt. Ja, Walter. Mit anderen Worten, ihr nennt mich einen Lügner? Nein. Ja. Oh, großer Gott. Also, Stanley, ich... Entschuldige dich, Stanley. Da haben wir die Bescherung, was? Also, was hast du zu sagen? Ich möchte dich etwas fragen, Onkel Walter. Ja, bitte. Hast du dich je morgens beim Rasieren im Spiegel angesehen und dir gedacht, ich bin durch Gottes Gnade Ratsherr Walter Wingle und ein ganz beschissener Esel? Stanley! Jetzt kannst du deinen Job bei der Stadtsteuerkasse einpacken. Verzieh dich, Onkel Walter. Ethel, ich werde für dich tun, was ich kann. Ich werde versuchen, dir ein Bett im Köpelheim zu verschaffen. Das braucht sie nicht. Das entscheide ich, was sie braucht und was nicht. Raus jetzt, Onkel Walter. Geh lieber nach Hause, Walter. Du hast deinen Onkel Walter erschreckt, Stanley. Nicht halb so sehr wie mich selbst. Oh Gott, sowas tue ich bestimmt nicht wieder. Ich hab gedacht, gleich prügelt er mich. Du musst niederknien und Gott danken, dass er es nicht getan hat, Stanley. Aber er hat gar nicht daran gedacht, wie? Er hat sich nicht einmal aufgepflanzt. Er ist nicht einmal weiß geworden. Er ist ein noch größerer Feigling als ich, Mutter. Er ist nichts als ein müder Furz. Stanley, du warst unrein in Gedanken.
Wort und Tat. Oh, aber was für eine Erleichterung es ist, festzustellen, dass jemand ein noch größerer Feigling ist als man selbst. Ich schäle jetzt die Kartoffeln. Ich bin mir klar, dass du mir eine ganze Menge zu vergeben hast, Mutter. Eine Mutterbereitschaft zu vergeben, Stanley, ist unbegrenzt. Nur... Was, Mutter? Ach, nichts, mein Sohn. Weine nicht, Mutter. Ich weine ja nicht. Wirklich nicht, Stanley. Es ist nur, dass ich so enttäuscht von dir bin. Wegen Cynthia Crumpet, Mutter? Der jungen Dame im Musikpavillon, ja. Ich mische mich in diesen Teil deines Lebens nicht ein, Stanley. Aber das hätte ich doch nicht von dir gedacht. Im Musikpavillon, mit all den vielen Leuten, die zusehen. Diese angebliche Begebenheit hat nicht angeblich im Musikpavillon stattgefunden, Mutter, sondern im Zeichenbüro des Bauamts. Auf einem Tisch mit einem Entwurf für die Erbauung eines Gemeinschaftscenters anstelle des zum Abbruch bestimmten Musikpavillons. Tja, naja. Jedenfalls in diesen Teil deines Lebens mische ich mich nicht ein, mein Sohn. Diese angebliche Begebenheit, Mutter, hat sich nicht begeben. Es gab Hindernisse. Dein Gewissen, mein Sohn. Nein, Hindernisse auf dem Entwurf. Einen Leimtopf, 2 Zirkelkästen, eine Logarithmentafel, eine Tasse mit kalt gewordenem Kaffee und einen kaputten Theodoliten. Außerdem stand sie nicht zur Verfügung. Cynthia Crumpet? Sie steht nur in ihren Ferien zur Verfügung, sagt sie. Und auf den Tanzveranstaltungen der Jungkonservativen. Außerdem braucht sie den Geruch von Heu und Pferden, um in Fahrt zu kommen. Ich will gar nicht so tun, als ob ich etwas von solchen Sachen verstünde. Sie scheint eine recht nette junge Dame zu sein. Vielleicht, Stanley, könnte sie deinen Horizont erweitern. Ich kann es mir nicht leisten, mir meinen Horizont zu weit erweitern zu lassen, Mutter. Ich bin mehr oder weniger mit Vera versprochen. Ja, ich sage ja nur, dass man den Eindruck gewinnt, als wäre diese Cynthia ein besonders heiteres Mädchen. Vera ist so ernst und zielstrebig. Sie versucht gar nicht erst zu verbergen, dass sie Absichten hat auf dich. Schon gut, Mutter. Vera... Es ist nicht wegen Vera. Weil ich Onkel Walter beleidigt habe? Auch nicht. Wegen des verlorenen Jobs? Nein. Siehst du, Mutter, ich habe doch gewusst, dass du mir verzeihst. Ja. Oh, Stanley, ich bin so enttäuscht von dir. Im Allgemeinen, Mutter? Nein, wegen der Rathaustreppe. Ich werde mir bessere Lektüre besorgen. Nicht deswegen. Ich werde mich vorsehen, keine politischen Demonstrationen zu verursachen. Auch nicht deswegen, mein Sohn. Aber warum? Warum, Stanley? Warum warst du nicht im Fernsehen? Im Fernsehen? Dein Onkel Walter hat alle Demonstranten im Fernsehen gesehen. Ich bin kein Demonstrant, Mutter, und ich war nicht bei der Demonstration. Warum denn nicht, Stanley? Oh, Stanley, wie herrlich wäre es gewesen, dich im Fernsehen zu sehen. Aber selbst wenn ich dabei gewesen wäre, hättest du mich ja nur für den Bruchteil einer Sekunde gesehen, während mir ein Polizist eine übergezogen hätte. Trotzdem wärst du mein Sohn gewesen. Damit wären wir beim heutigen Tag angelangt, erklärte der Angeklagte daraufhin, Euer Ehren, und setzte seine Aussage wie folgt fort. Meine Mutter hatte nach friedlichem Schlaf bis heute Morgen ihre Enttäuschung überwunden. Sie vergab mir, nicht mit Worten, aber mit einem Lächeln, einem traurigen Lächeln zunächst, das ich aber jedes Mal ein wenig mehr erhellte, wenn ich im Verlauf meiner Hausarbeit durchs Zimmer kam. Selten zuvor war ich einem so ausgedehnten Vergebungsbombardement ausgesetzt gewesen. Es machte mich nervös, denn ich war mir sehr wohl klar darüber, dass mir nicht nur post festum dafür vergeben wurde, dass ich es verabsäumt hatte, mich im Fernsehen verprügeln zu lassen, sondern ebenso prophylaktisch
für meinen Plan, am Nachmittag mit Vera über das Wochenende fortzufahren. Und genau wie bei früheren derartigen Gelegenheiten gab sich meine Mutter demonstrativ die größte Mühe, mir die Gewissensbisse zu nehmen, die ich ihren Empfindungen nach empfinden musste. Mach dir keine Gedanken, Stanley. Eine Mutter und ein Sohn können nicht alle Momente ihres Lebens teilen. Mrs. Cartwright, welche kam, um meine Mutter während meiner Abwesenheit zu versorgen, war gleicherweise hilfreich. Sie war die Dame, die bei dem Gebet um mein Seelenheil assistiert und mir bereitwillig für das Nichtreinigen ihrer vergessenen Zähne vergeben hatte. Sie stellte sich jetzt mit allem ihr zur Verfügung stehenden Takt hinter die geplante Expedition. Ich finde, junge Menschen sollten vor der Ehe eine gewisse Zeit allein miteinander verbringen. Und auf keinem Fleck der Erde ist man Gottes Herzen näher als im Park. Sie fahren nicht zum Park, Mrs. Cartwright. Sie fahren aufs Land. Aber Sie werden mir vermutlich recht geben, Mrs. Warburton, dass das nichts am Prinzip ändert. Es lässt sich mit Fug und Recht sagen, dass beide Damen nicht wenige Klimmzüge machten, um dem Unternehmen zu einem harmonischen Start zu verhelfen. Gegen 3:30 nachmittags fuhr Vera vor. Nicht in dem Mini, den sie sich manchmal von ihrem Cousin auslieh, sondern in einem großen amerikanischen Schlitten, der sich in unserer schmalen Straße auffällig ausnahm und verständlicherweise bei Mrs. Cartwright sowohl Neugier wie Stirnrunzeln hervorrief. Der gehört einem Freund, Mrs. Cartwright. Muss aber ein reicher Freund sein. Amerikaner. Oh. Amerikanischer Luftwaffenoffizier. Aha. Vera hat eine Menge Freunde, Mrs. Cartwright. Sie ist sehr beliebt. Man kann auch zu beliebt sein. Wie? Na, wenn Stanley es nicht merkwürdig findet, ist es nicht an mir, etwas daran zu finden. Sie meinen, dass man sich den Wagen des einen Freundes ausleiht, um den anderen damit in den Park bzw. aufs Land zu kutschieren? Aufs Gröbste ausgedrückt. Er ist ein lieber Mensch. Danke, Vera. Kein Wort hätte mir jetzt größere Freude bereitet. Ich meine nicht Stanley. Ich meine meinen Freund. Sie haben gesagt, er sei amerikanischer Luftwaffenoffizier? Er ist Truppengeistlicher. Na, sieh an. Und er bringt das Opfer, Ihnen und Stanley den Wagen zur Verfügung zu stellen. Es ist kein so großes Opfer. Er hat Dienst. Trotzdem sehr freundlich. Dienst? Ja. Heute? Ja. Oh. Warum, Mrs. Cartwright? Nichts. Ich frage mich nur. Was? Nichts. Ich frage mich nur, wie ein Geistlicher heute Dienst haben kann. An einem Samstag? Doch. Ich habe mich auch nur gefragt. Ist er... Na ja, warum auch nicht? Ist er... Nein, er ist Protestant. Er hat doch nicht Kirchendienst. Er macht normalen Dienst. Er ist irgendwo oben mit einer Wasserstoffbombe. Oh. Ach so. Ich bitte um Entschuldigung, Miss Vera. Man ist oft schnell bei der Hand mit falschem Urteil. Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet, wie unser Herr gesagt hat. Er war auch einer von denen. Von welchen? Die am Sabbat Dienst machten. Wir bemühen uns, ihn nicht in diesem Licht zu sehen, Miss Vera. Er stand schließlich über Rasse und Glauben. Und wie auch immer, Mrs. Cartwright, ein junges Mädchen kann gar nicht so viele Freunde haben. Ein junges Mädchen wie Vera, die allein steht in der Welt, sage ich, kann gar nicht so viele nette Freunde haben. Na ja, soweit sie wirklich nett sind. Findest du sie nett, Stanley? Ich kann nur über die etwas sagen, die mir schon in die Quere gekommen sind. Ja, die finde ich nett. Na, der Bursche zum Beispiel, der dir den Pelzmantel geschenkt hat, muss nett gewesen sein. Sonst hätte er dir ja keinen Pelzmantel geschenkt, oder? Einen Pelzmantel? Er hatte jede Menge Geld. Es war nicht so, dass seine Familie dafür hungern musste. Ein verheirateter Mann? Mr. Cubbins ist auch ein verheirateter Mann, Mrs. Cartwright. Deswegen steht er nicht geringer in unserer Achtung, oder? Aber Mr. Cubbins schenkt uns keine Pelzmäntel, Mrs. Warburton. Und der Marinejunge, der einen Sack voll Hyazinthenzwiebeln in deinem Bad hinterließ und nie wiederkam, der war auch nett.
Sie haben ganz recht viele Bekanntschaften zu machen, Vera. Danke, Mrs. Warburton. Ich wollte, mir hätte das seinerzeit jemand geraten. Ich bin nur mit einem jungen Burschen gegangen, meinem späteren Mann. Und der wurde in ein Fußballfeld geplättet und ging mit einer Frau vom Zirkus durch. Ja, ich habe massenhaft Freunde. Und manche von ihnen habe ich richtig gern. Das ist sehr nett, Vera. In gewissen Grenzen. In manche bin ich ausgesprochen verliebt. Oh. Ob in Stanley, weiß ich nicht ganz sicher. Manchmal denke ich ja, manchmal nein. Aber ihn will ich. Und ihn werde ich heiraten. Und Tatsache ist, die Sache steht für dieses Wochenende auf dem Programm. Nur weiß er es noch nicht. Tja, also ich gehe jetzt mal und verstaue meine Sachen in deinen geräumigen Kofferraum. Der ist ja voll. Der Kofferraum ist voll? Kein Platz. Unmöglich. Doch, gestoppt voll, ich sag's dir. Lauter Kästen. Ist ein Bombenzielgerät oder eine transportable Kanzel oder was weiß ich. Macht ja nichts. Stell deine Tasche auf den Rücksitz. Komm, fahren wir los. Möchtest du fahren? Später. Oh Gott, Mrs. Cartwright. Moment, Mrs. Cartwright! Schalt mal ab, Vera. Zum Teufel. Moment, Mrs. Cartwright! Wie geht denn das Fenster hier auf, Vera? Der Knopf da. Stanley! Verzeihung, Mrs. Stanley! Cartwright. Haben Sie gehört, was ich gesagt habe? Nein, Stanley! nein, hier waren sämtliche Apparate in Gang. Ich habe gesagt, Stanley, Ihre Mutter ist erblindet. Der Angeklagte setzte sodann seine Aussage wie folgt fort, Euer Ehren. Ich verbrachte den Rest des Nachmittags deprimiert vor dem Fernsehapparat und sah mir lustlos eine Zusammenstellung alter Boxkämpfer an. Meine Mutter hatte sich wieder und wieder entschuldigt und hielt daran fest, dass ihre Erblindung nur eine Nebenerscheinung eines ihrer Schwindelanfälle sei. Sie saß mit vielen Kissen im Rücken, aufrecht mit geschlossenen Augen hinter mir in ihrem Bett. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wer alles gegen wen kämpfte. Ich war mit meinen Gedanken bei Veras Abschied. Sie hatte sich geweigert einzusehen, dass ich mich in einer Zwangslage befand. Und als ich sie fragte, ob wir uns am Mittwoch treffen würden, hatte sie gesagt, frag mich nicht, Stanley, vielleicht Mittwoch in 8 Tagen, vielleicht irgendwann sonst. Dann war sie abgerauscht und das Letzte, was ich erblickte von ihr, waren ihre riesigen Bremslichter, als sie in die Hauptstraße einbog. Ich saß 2 Stunden vor dem Fernsehapparat. Ich wusste, das war das Ende gewesen. 45 Sekunden noch bis zum Ende dieser Runde. Kasper ist schwer in Bedrängnis. Peterson setzt nach. Peterson schiebt den Ringrichter ungeduldig zur Seite. Er möchte seinem Gegner jetzt den Rest geben. Und da war wieder seine Linke. Kasper ist jetzt schwer angeschlagen. Und da geht Kasper zu Boden und das bedeutet das Aus, Aus, Aus. Er wird nie wieder aufstehen. Aber was ist denn das? Da schiebt der Ringrichter Peterson zur Seite. Er hat ihn disqualifiziert. Jawohl, er hat ihn disqualifiziert. Es war ein Tiefschlag, meine Damen und Herren, ein Schlag unter die Gürtellinie. Und das gefällt den Zuschauern nun ganz und gar nicht. Petersons Sekundant klettert in den Ring und protestiert beim Ringrichter. Und Kaspers Betreuer ist auch im Ring und hilft seinem Mann auf die Beine. Und da hält der Ringrichter Kaspers Hand in die Höhe. Kasper wird zum Sieger ausgerufen. Und da fängt ihn sein Sekundant auf. Er ist gleich wieder zusammengesackt. Peterson kommen die Tränen. Also das ist nun wirklich Pech. Und die Zuschauer sind 100%ig auf seiner Seite. Trotzdem war es ein Tiefschlag. Wie bitte, Mutter? Sie müssen sich schließlich an die Regeln halten. Der Schlag ging unter die Gürtellinie. Kannst du plötzlich wieder sehen, Mutter?
Über diesen Ausgang kann hier wirklich niemand glücklich sein. Nicht plötzlich, Stanley. Aber nach und nach kommen die Dinge zurück. Erst die Äpfel auf dem Buffet, dann dein Kopf. Aber du kannst Einzelheiten auf dem Bildschirm erkennen? Nicht sehr genau. Alles ist jetzt im Ring. Mr. Jenkins, der Präsident des Boxsportverbandes, versucht die Gemüter zu beruhigen. Und, nein, oh nein, nein! Jetzt schlägt ihm jemand einen Eimer auf den Kopf. Freut mich, dass du wieder in Ordnung bist, Mutter. Mr. Jenkins, der Präsident des Boxsportverbandes, ist zu Boden gegangen. Ich glaube, zum Tee könnte ich ein sehr weich gekochtes Ei zu mir nehmen, Stanley. Und vielleicht machen wir danach unseren Spaziergang durch den Park, wenn dir es recht ist. Ich hatte zuerst im Sinn, fuhr der Angeklagte fort, das Ei steinhart zu kochen. Aber während der Sand durch die Uhr rann, schien mir dies eine billige und total unangemessene Rache zu sein. Und meine sich einschwärzenden Gedanken wandten sich mehr in Richtung der Modelle von Mr. Cubbins. In dieser Gemütsverfassung schob ich meine Mutter durch den Park. Gewöhnlich hielten wir auf der Höhe eines kleinen Anstiegs an, von dem aus man sehr schön die Schwäne im See unten beobachten konnte. Dort pflegte ich die Räder des Rollstuhls mit Steinen und Holzklötzchen zu sichern und mich selbst auf eine Bank zu setzen. Heute Abend, bei der Ankunft auf dieser Anhöhe, legte ich keine Steine und Klötzchen unter den Rollstuhl. Im Gegenteil, ich gab ihm einen herzhaften Stoß und ließ ihn abtrudeln in Richtung See. Ich kann mich nicht erinnern, in diesem Moment irgendetwas empfunden zu haben. Vielmehr beschäftigte mich das Phänomen, dass wir die Geschwindigkeit eines Objekts aufgrund der Veränderung seiner Größe beurteilen. Der Rollstuhl meiner Mutter wurde vor meinen Augen rapid kleiner. Der Stuhl selbst raste gegen die Betoneinfassung des Ufers und überschlug sich. Meine Mutter wurde mitten in den See katapultiert. Die Dame wurde mitten in den See katapultiert. Es ist meine Mutter. Die Flugbahn war bewunderungswürdig. Danke. Es verstößt allerdings gegen die Vorschriften, oder? Ja. Auf der Tafel hier, sie steht zwar mit dem Rücken zu uns, aber wenn Sie ein paar Schritte nach vorn gehen, können Sie es sehen. Steht zu lesen, Schwimmen verboten. Sie schwimmt nicht. Sie geht unter. Aber sie geht doch gar nicht unter, sie... Schlägt um sich? Ja. Oder zappelt, könnte man vielleicht sagen. Vielleicht. Ich glaube nicht, dass das in Bezug auf das Verbot einen Unterschied macht. Schwimmen, dessen bin ich sicher, schließt Untergehen, um sich schlagen, zappeln, in der Tat jegliche Art von Betätigung innerhalb des Wassers ein. Ganz gleich, in welcher Art und Weise sich der oder die Betreffende ergeht. Wir sollten sie wohl herausfischen. Aber ich kann nicht schwimmen. Und ich habe meinen guten Anzug an. Eigentlich müsste ja Vorsorge getroffen sein gegen einen Fall dieser Art. Wenn zum Beispiel die einzigen 2 Augenzeugen aus was für Gründen auch immer nicht in der Lage sind, einer ertrinkenden Person zu Hilfe zu eilen. Rettungsgürtel vielleicht, in regelmäßigen Abschnitten am Ufer verteilt. Oder eine Pumpe mit ausreichender Kapazität, um den See schnell genug zu entleeren. Hallo, hallo. Sie nähert sich aber mit kräftigen Zügen dem Festland. Meine Mutter näherte sich mit kräftigen Zügen dem Festland, erhob sich aus den Fluten wie die erste Welle der Invasionsarmee, stürmte zu der Stelle, an der ihr Stuhl in den See gekippt war, und entriss ihn diesem mit einem einzigen Schwung. Sie wischte das Wasser vom Sitz, schüttelte ihr Kleid aus, setzte sich und nahm ihre gelähmte Haltung wieder ein. Dann forderte sie mich auf, sie nach Hause zu schieben. Ich schob sie aber stattdessen hierher zu Ihnen, wo ich die vorliegende Aussage zu Protokoll gab, welche ich als in allen Teilen für wahr und richtig erkläre. Vielen Dank, Wachtmeister. Sie können sich setzen. Ich hätte noch mehr auf Lager, Euer Ehren. Danke, Wachtmeister. Ich glaube, wir brauchen uns nicht mit Bremsspuren und Tiefenmessungen aufzuhalten. Der Tatbestand des Vorsatzes scheint mir eindeutig gegeben. Stanley Warburton, halten Sie die gemachte Aussage aufrecht? Jawohl, Euer Ehren, in vollem Umfang. Und ich bestätige, dass der Tatbestand des Vorsatzes eindeutig gegeben war. Ich habe meine Mutter mit der Absicht, sie zu ertränken, in den See expediert. Sie sitzt hier im Saal und kann meine Aussage bestätigen.
Muttermord ist ein ernstes Verbrechen, Stanley Warburton. Euer Ehren, die Beweisaufnahme für die Anklagevertretung ist noch nicht abgeschlossen. Und die für die Verteidigung noch nicht einmal begonnen. Wollen wir uns nicht mit Bagatellen aufhalten. Jawohl, Stanley Warburton, Muttermord ist ein ernstes Verbrechen. Eine durchaus andere Kategorie als, sagen wir, Warenhausdiebstahl. Jedoch, Sie haben dieses Verbrechen nicht begangen. Und wenn ein Versuch vorlag, so war er erfolglos. Womit wir uns zu beschäftigen haben, ist der Vorsatz als solcher. Der Vorsatz war, wie gesagt, Sie zu... Bitte mich nicht zu unterbrechen. Zu behaupten, dass wir es hier mit einem jungen Mann zu tun hätten, der zwischen Dichtung und Wahrheit nicht zu unterscheiden vermag, wäre ein Irrtum. Seine Fantasie ist ein treues Spiegelbild der Wahrheiten seines Lebens. Ganz offensichtlich hatte das Verschwinden des Vaters aus dem elterlichen Heim einen traumatischen Effekt auf ihn. Und die symbolische Reinszenierung dieses Verschwindens wird uns als de facto Ereignis der letzten Woche präsentiert. Ich spreche von diesem Erfinder, der natürlich nicht existiert, und dem Besuch bei ihm, der natürlich gar nicht stattgefunden hat. Euer Ehren, Mr. Clarence Henry Potter ist unter der angegebenen Adresse wohnhaft. Bitte, Wachtmeister. Der Erfinder ist gleich der Progenitor, der Vater. Das Damespiel ist gleich der erfolglose kindische Versuch, die Absichten des Vaters zu durchkreuzen. Der dachlose Wohnraum ist gleich in grober Übersetzung die Zerstörung des Heims bzw. dessen Reduzierung zur leeren Hülle, ist gleich die verlassene Mutter. Sitzen Sie bequem in Ihrem Stuhl, Mrs. Warburton? Ja, danke, Sir. Wir brauchen uns nicht weiter aufzuhalten mit der Einebnung des Vaters auf dem Fußballplatz und auch nicht mit seiner Wiederaufrichtung irgendwo anders. Das heißt in Basingstoke. Wolverhampton, Euer Ehren. Wolverhampton läuft auf das Gleiche hinaus. Ebenso wenig braucht uns hier der Inhalt der Fantasien des Angeklagten zu beschäftigen, die wir mit einiger Kenntnis von der Vorgeschichte hätten voraussagen können. Es genügt festzustellen, dass diese Fantasien Wahrheit in verschlüsselter Form ausdrücken und dass der Angeklagte sie für Realität hält. Euer Ehren, der Versuch zum Muttermord wurde tatsächlich unternommen. Die Dame befand sich, als der Sohn mit ihr im Revier eintraf, in tropfnassem Zustand. Ich bezweifle ja nicht, dass Mrs. Warburton im Wasser gewesen war. Und zwar hineingestoßen durch ihren Sohn. Aber wir haben uns, wie gesagt, mit der Frage von Absicht und Vorsatz zu befassen. Welcher war, sie zu ertränken? Bitte, Mr. Warburton. An der Oberfläche mag der Wunsch, nach Bestrafung der Mutter wegen des gestörten Wochenendes, eine Rolle gespielt haben. In tieferen Bewusstseinsschichten aber ging es zweifellos um den Vater, den anzunehmenderweise die Nachricht von dieser öffentlichen Ertränkung in Basingstoke, beziehungsweise Wolverhampton, erreichen würde und der bis dato über die Folgeerscheinungen seines Weggangs von Haus und Heim nicht im Bild, durch das Drama zu bitterer Reue gebracht werden sollte. In diesem Sinne ist es also durchaus berechtigt zu sagen, dass die Person, die der Angeklagte in den See gestoßen hat, in Wahrheit nicht seine Mutter, sondern sein Vater war. Diese Beschuldigung gedenkt die Anklagebehörde nicht vorzubringen, Euer Ehren. Danke, Herr Staatsanwalt. Aber das alles nur nebenbei. In vielen Zivilisationen, am ausgeprägtesten aber in unserer, steht das Eintauchen in Wasser für Ende und Beginn, für Tod und Wiedergeburt. Und das ist es, was der Angeklagte für sich selbst und für seine Mutter suchte. Für das zerrüttete Elternhaus, für den davongelaufenen Vater, beziehungsweise die Beziehung zwischen allen Beteiligten. Vielleicht wünschte er, dass jemand anderes anstelle des Vaters oder anstelle der Mutter oder anstelle seiner eigenen Person oder anstelle von zweien hiervon oder von allen dreien wiedergeboren wurde. Was immer er versuchte, indem er seine Mutter
beziehungsweise seinen Vater in den Parksee abschob, wieder zurechtzurücken, was verfahren war. Euer Ehren, sie ist nicht gelähmt. Sie ist zurückgeschwommen und am Ufer entlang gestürmt. Ganz richtig. Und von allen seinen Motiven war dies vielleicht das stärkste. Nämlich der glühende Wunsch seiner Mutter, der gelähmten Dame, die wir hier alle sehen, wieder zum Vollbesitz ihrer körperlichen Kräfte zu verhelfen. Zur Wiedergeburt, zum Neubeginn. Er sehnte in seiner Sprache ausgedrückt herbei, dass die heilenden Wasser sie heil zurückgeben würden. Sie ist aus eigener Kraft geschwommen. Wie sonst hätte sie sich gerettet? Und wer hat den Rollstuhl wieder an Land gezogen? So übermächtig sehnte er diesen Ausgang herbei, dass er glaubte, und noch immer glaubt, es habe sich alles tatsächlich zugetragen. Mit allen Fasern seines Herzens suchte er nach einem neuen Beginn, einem lebensbejahenden neuen Beginn. Stanley Warburton, ich erkenne auf nicht schuldig. Aber ich bin schuldig. Sie sind frei. Ich wollte Sie ertränken. Verlassen Sie die Anklagebank, Sie sind frei. Sie sind frei, hören Sie denn nicht? Sie sollen die Anklagebank verlassen. Stanley Warburton, begreifen Sie doch. Sie sind frei. Wachtmeister, führen Sie ihn ab. Ins Freie. Du bist frei, Stanley. Schick mich nach Hause. Sieh nur, Stanley, die Sonne scheint. Und unsere Freunde kommen anmarschiert. Guten Tag, Mr. Cubbins. Es ist alles vorbei. Meinem Sohn wurde vergeben. Er ist frei. So, Wolfram. Es freut mich, dass es deinen Humor so angesprochen hat, weil mich holt es auch jedes Mal wieder ab und ich könnte jetzt gar nicht, also wir müssen jetzt sehr ins Detail gehen von den Szenen und genau hinschauen, wo dieser Humor steckt, weil er ist ja wie so die Krokusse unterm alten Laub und Schnee, blitzt auf, dann aber wunderschön, aber ohne jetzt mit dem Vorschlaghammer daherzukommen, gell? Ja, ich glaube, es hat zu tun mit diesem mit dem Ton, den das ganze Hörspiel natürlich anschlägt. Erstmal diese Gerichtsverhandlung, die sehr ernst ist. Dann dieses Selbstanklagen von dem jungen Mann. Und auch die Anklagen, die von außen an den Rand treten und was dann immer tatsächlich passiert. Ich glaube, das hat viel mit dem Ton zu tun. Und dann so eine Beiläufigkeit eben, ja, die nicht stattgefundene vermeintliche Sexszene mit der jungen Mitarbeiterin da. Wo er sie ja wo alle so ein bisschen enttäuscht sind, dass die nicht stattgefunden hat. Dass sie nicht auf dem Schreibtisch oder Zeichentisch genommen hat. Und dann halt die Begründung, warum es nicht funktioniert hat. Das finde ich einfach extrem lustig, dass dann so ganz einfachen, konkreten, alltäglichen Sachen scheitert. Ja, oder dass dieser Erweckungschor kommt und dann Frau Cartwright nicht nur ihr Gebiss rausnimmt, es auch noch liegen lässt, er gezwungen wird, es hinterher zu tragen und sie dann nur noch fragt, haben Sie es denn vielleicht auch geputzt? Also das sind so schöne Ketten, ja. Aber sie zerren irgendwie, haben alle auch so große Anforderungen und Ansprüche an diesen jungen Mann. Eben genau, warum hast du es nicht noch geputzt, das Gebiss? Findest du, es haben alle so große Ansprüche an ihn? Doch, oder Erwartungen, finde ich auf eine Art schon. Jeder hat irgendeine Erwartung ihm gegenüber. Eigentlich lässt ihn keine richtigen Ruhe. Also das unterstreiche ich auf jeden Fall, diese Schlüsselszene der Abfahrt mit Vera ins schöne Wochenende in dem geborgten Auto. Also von ihr kriegt man ja auch ein seltsames Bild und sie sagt ihr dann auch, ich weiß nicht warum, aber ich will ihn einfach haben, wo du so denkst, oh Gott, da tritt ja die nächste schreckliche Frau in sein Leben und Gott sei Dank. Dachte ich wirklich, er kann in dem Moment eigentlich dankbar sein, dass seine Mutter erblindet oder hat das gerne angenommen, glaube ich. Aber ja, Vera wäre, glaube ich, auch keine gute Wahl. Also ich glaube, nach der Mutter
hätte er auch noch sie irgendwie in den Teich stürzen müssen. Oder deswegen war diese vermeintliche Affäre von ihm vielleicht auch wirklich... Er gibt es ja auch zu, auch ihr gegenüber gibt es ja zu. Sie sprechen ja auch über die junge Frau, deren Namen ich gerade vergessen habe, der auch egal ist. Die attraktive Zeichnerin. Ja, ja, und es ist einfach diese Absurdität, wenn er zu dem Mann geht. Dem Erfinder. Ja, dem Erfinder an dem Haus ohne Dach dann. Ja. Und wie sie dann das Spiel machen, aber eben in einem Haus ohne Dach und mit einer Selbstverständlichkeit wird da über alles gesprochen. Er müsste eigentlich arbeiten, aber lässt sich da einlullen und bleibt da... Ein Scheißjob. Bleibt da so ewig, ja. Und man weiß auch da wieder nicht, eben, schlussendlich sind es ja auf eine Art Rückblicke, die er dem Gericht erzählt. Stimmt das jetzt? Tischt er da Märchen auf? Ist er ein bisschen verrückt? Man weiß das alles nicht. Und ich finde ja auch, die Leute reagieren auch immer wieder, nehmen manche Sachen dann sehr ernst oder reagieren auch eben so überraschend. Eben, du hast ja vorher selber gesagt, dass die Affäre nicht stattgefunden hat. Sorgt eigentlich für Enttäuschung bei der Mutter zum Beispiel. Das sind total konträre Reaktionen. Oder auch dieses, die vermeintlichen Proteste, das vermeintliche Rowdytum. Wird ja vom einen angeprangert und dann... Warum bist du nicht im Fernsehen? Genau. Ja. Also es kommt auch immer wieder ganz, ganz komisch absurde Reaktionen aus allen möglichen unerwarteten Richtungen geschossen. Ich finde, es schafft es immer wieder wirklich, die Erwartung zu unterlaufen, obwohl man ja merkt, dass es ein komisches Stück ist. Ja, auch die Beschreibung, dass Mama dann doch schwimmen kann und gar nicht auf den Rollstuhl angewiesen ist und da sich mit kräftigen Atemzügen aus diesem See befreit, zum Rollstuhl rennt und wieder reinsetzt. Wunderschön. Ja, danach, als wäre nichts gewesen. Ja, ist großartig. Dann wieder vor sich hin kränkelt, sieht. Ja. Man könnte sich auch vorstellen, und die Mutter könnte dann ihn einfach in einen Huckepack nehmen und den Rollstuhl unter einen Arm nach Hause laufen, oder? Ah ja. Wir wünschen Stanley alles Gute, oder? Auf jeden Fall. Jetzt haben wir das aber ein bisschen in den Krimi-Podcast reingeschmuggelt. Ich meine, darf ja auch sein. Aber der Titel hat das Stück reingebracht in den Krimi-Podcast. Aufgedrängt. Ja, aber ich meine, so als Anatomie eines Verbrechens mit sehr, sehr schrägen Pathologen, finde ich, hat es sehr wohl seinen Platz. Und ich finde, es hat ja doch so einen schönen englischen Retro-Charme, den wir auch ganz gerne haben hier im Krimi-Podcast. Ja, das stimmt. Da habe ich auch drüber nachgedacht. Das wäre Mr. Bean ohne dieses englische Mitdenken von englischen Feiertagen, Ritualen, Kleidung, Linksverkehr, alles. Und daran finde ich, das wird ja auch schön gezeichnet mit so Kleinigkeiten. Das lässt sehr britisch daherkommen. Ja. Hey, was ich nochmal sagen wollte, was mir aufgefallen ist beim Hörspiel, mit dieser Gerichtssituation gerade am Anfang, auch beim zweiten Mal hören, das ist wirklich schon geschickt gebaut. Das fängt ja an eigentlich mit, wir sind vor Gericht. Man hört meiner Meinung nach den Kommissar, den Polizisten, der Wachtmeister, der erzählt. Und so eigentlich in dritter Person wird vom Verdächtigen gesprochen. Und dann wird aber der Verdächtige, kommt sehr schnell selber zu Wort in der Situation. Und das finde ich irgendwie auch selbst da schon ein bisschen eine ganz kleine Überraschung. Man hätte ja von Anfang an sagen können, mit ihn ansprechen können, schon von den ersten Sätzen, Sie sind angeklagt für das und das und das. Mir hat ihm das schon so gefallen, dass man erst über ihn spricht, also auch wieder mit diesen Erwartungen, die von außen kommen. Und dann merkt man, nee, der Typ ist ja eigentlich da. Und er kommt selber zu Wort und sagt was. So ganz kleine Entscheidung, die mir aber sehr gefallen hat. Ja, und gleichzeitig aber auch ganz krasse Gegensätze, weil das, wofür er sich am Anfang anklagt, dass seine Mutter so scheußlich ist. Und dann hast du die erste Szene zwischen Mutter und Sohn und denkst so, aber sie tut doch alles, um sein Leben zu schmiegen. Aber das ist quasi in allen, ich weiß eben, aber die sind sehr fein gebaut, die Sachen, ihn zu rufen, wenn er Staubsaugt, sich danach zu entschuldigen, dass sie ihn unterbricht beim Staubsaugen. Das mit dem Fußball, das hin und her. Aber ich finde, das ist hat so eine feine Delikatesse, mega. Dass die mit dieser starken Anklage, Selbstanklage am Anfang, das muss man erstmal zusammenkriegen. Das stimmt schon. Ja, ich finde es im Detail dann wirklich so gut gemacht. Sie redet ja von dem Fußballspiel. Er sagt dann eigentlich, liest dann vor, was man sonst noch schauen könnte. Und dann sagt sie wieder, ja, du magst ja keinen Fußball. Doch, wenn du es mir erzählst, dann ist Fußball gut. Und wir können sehr gern was anderes schauen. Und dann sagt sie, nein, ich muss gar nicht Fernsehen schauen, viel lieber rede ich mit dir. Da gibt es so einen sanften Schnitt und dann erzählt sie wieder einen anderen Film, den sie geschaut hat, wo du auch merkst, am Schluss des Fernsehens eben trotzdem wichtiger als ihr eigener Sohn. Unglaublich schön gebaut. Und ich finde, die Schauspielerin hat, glaube ich, auch großen Spaß, diese Schreckschraube zu spielen.
Weil sie eben nie spielt. Meinst Auch du? vor Gericht ist sie ja immer eine grinsende, freundliche, Ja. ach Stanley. Sie muss da ja nie rauskommen. Das sind ja die Zuschreibungen und diese Bittersüße in den Kommentaren und Verhaltensweisen. Genau, ich denke schon. Nie keifen, meine ich. Nein, total. Aber ich denke, selbst die Figur spielt ja ständig was. Mhm. Ich denke, das macht durchaus Spaß, da noch so richtig reinzugehen. Ich denke nur gerade dran, Wolfram, ich krieg's manchmal gar nicht mehr zusammen, was wir schon gehört haben, was wir aber auch wirklich in den Krimi-Podcast gebracht haben. Aber ich glaube, das Motiv, dass die Figur der fiesen, meistens bettlägerigen, also irgendwie gehandicapten Mutter, die gibt's schon öfter und da sind sie immer so bösartig, so offensichtlich bösartig gezeichnet und so griesgrämig und vorwurfsvoll, dass die Töchter, Söhne, Also französische Angehörige... Krimis, ja. Viel, ne? Ja. Anna Frank oder so, oder Louis C. Thomas, eine von beiden, ja. Da ist es wirklich so diese Klaue aus dem Bett, die einfach dieses junge Blut nicht loslässt. Die böse Stimme da, die kommt, ne? Oder wo man 2 Töchter hat, oder die böse Tochter und die gut, ja. Und ja, Ehen werden verhindert noch vom Krankenbett aus und da ist sie wirklich eine wunderbare Abwechslung in dieser Riege von fiesen Müttern. Das stimmt. Fies. Also, haben wir denn an Stanley auch was auszusetzen? Es ist... Ja, manchmal denkt man schon, der junge Mann könnte mehr für sich einstehen. So, ich finde, er ist dann doch viel... Mir ist da nicht klar, das macht vielleicht auch die Figur so spannend, mir ist nicht klar, wo lässt er Sachen geschehen, Sachen mit sich machen und wo mit Absicht und lässt sich treiben, damit komische... Aber dem Onkel hält er gibt er ganz deutliche Widerworte. Überraschenderweise, ja. Job und alles, ja. Aber ansonsten wirkt er doch ein bisschen... Auch wenn die ganze Heilsarmee kommt, wie er dann noch mitmacht und er... Macht er ja auch nicht, weil der Priester, Pater, Pastor ja auch nur mit ihm über Fußball spricht. Ja, aber er redet ja mit und zu trinken gibt's ja auch. Aber es ist ja für alle dann klar, es ist quasi nur die Folie nach außen für Mama und hintenrum hat man schon, da muss man auch nicht dagegen rebellieren, wenn es quasi immer das offene Hintertürchen gibt. Ja, stimmt. Gut. Also ich mag Stanley. Das ist ein feiner Junge. Ja, vielleicht können wir ja doch nochmal einen Don Hayworth in den Krimi-Podcast schmuggeln. Ich wäre voll dabei. Ja, schön. Wir hatten es ja schon am Anfang gesagt, im Gerichtssaal waren wir auch letzte Woche mit Ballard Bo Christoph. Und hast du eine Mail bekommen, oder? Wir haben die bekommen und zwar von Adrian. Ich fand es einfach nur schön, weil Adrian ist Anwalt. Das heißt, für ihn ist diese Gerichtssituation nun keine fremde und er kann auch die Fiktion auf die Wahrhaftigkeit abklopfen. Und er war aber, glaube ich, mit dem Hörspiel recht zufrieden, weil Strafverteidigung ein Balanceakt ist und er sagt, es ist auch immer nicht ganz einfach, so eine Ergebnisoffenheit von den Strafverfolgern wie Polizei und Staatsanwaltschaft wirklich zu bekommen. Und damit werden einfach menschliche Schicksale entschieden, trotz allem, was quasi das Straf- und Verteidigungsrecht schon zugunsten eines Angeklagten, einer Angeklagten macht. Und er schafft es sogar noch, nachher eine schöne Parallele zum Skilaufen zu ziehen. Und vielleicht ist das jetzt für uns alle Olympiaschauer, sind wahrscheinlich einige bei euch, einfach nochmal eine schöne Verbindung. Er schreibt nämlich, Strafverfahren sind ebenfalls Grenzerfahrung, genau wie im Skisport. Einvernahmen und Verhandlungen sind Adrenalin pur. Ein falsches Wort kann eine Verteidigung zum Einsturz bringen. Stimmt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mord. Macht's gut. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.